Wir sind zurück bei Dragon Ball Sparking Zero und ja, letzte Folge ist ein bisschen her, obwohl wir sie so gesehen auch erfolgreich abgeschlossen haben. Aber das Spiel, naja, es bringt mich sozusagen ein bisschen an den Grenzen. Warum? Naja, es ist ein Teil der Sparking-Reihe, sprich es ist Budokai Tenkaichi, das merkt man an der Steuerung und so. Die Neuerungen vom Kampfsystem, die es jetzt hier mit dem neuen Teil gab, ist auch soweit auch alles cool, gar kein Thema, aber der Schwierigkeitsgrad, gerade im Story-Modus, macht mir zu schaffen. Das muss ich mal zugeben. Und ja, ich habe natürlich halt jetzt auch offscreen ein bisschen trainieren müssen. Zum Teil auch ein bisschen meine Frustration darüber loslassen müssen. Man sieht auch hier gerade, dass ich hier was Neues gespielt habe. Nämlich, was wenn man Freezer ohne Genkidama besiegt. Ne? Also ich habe da ein paar Mal offscreen gegen Freezer gekämpft. Eigentlich nur mit Genkidama, jetzt beim letzten Mal ist mir irgendwie der Genkidama entwischen, da war ich irgendwie ein bisschen aggro drauf, dann haben wir aber so zusammengeschlagen. Und ja, jetzt hier aus Versehen was frei gespielt, das heißt, wir müssen es nachher bei Gelegenheit, sag ich jetzt mal, nochmal nachspielen. Wir müssen sowieso für die ganzen Was-wäre-wenn-Szenarien noch. Ja, das ist halt so ein Ding, war. Dazu gleich mehr. Wir wollen noch was anderes kurz zeigen. Mein Problem mit dem Spiel selber, es ist eigentlich schon ein Story-Modus, weil das Spiel selber, es bietet ja auch beim Training bietet verschiedene Schwierigkeitsstufen, ne, wo du deine Gegner einstellen kannst. Da ist alles super, gar kein Thema. Da kann man auch alles so machen, wie man das vorstelle. Es gibt auch bis in, glaube Meteor, ist glaube ich die höchste Stufe, oder Super war es, keine Ahnung. Und einfach sagen musst, yo, da muss einfach jeder Tastendruck für die Teleportation, für den Konter, Super Konter, was auch immer, muss alles perfekt sein. Das passt ja auch, aber warum gibt es sowas beim Story-Modus nicht? Ne? Du hast beim Story-Modus nur normale Schwierigkeit und ein bisschen leichter. Wenn du ein bisschen leichter machst, dann kannst du die Was-wäre-wenn-Szenarien sogar nicht mehr freispielen. Also, es ist irgendwie, wie ich finde, ein bisschen doof. Aber ist halt so, da muss ich jetzt durch. Ich muss mal gucken, weil es ist halt so, wenn ich jetzt irgendwie eine Folge dann raushaue und pro Folge vielleicht nur einen Kampf schaffe, wenn überhaupt, weil ich einfach noch zu schlecht bin dafür. Für so einen, wie ich finde, doch anspruchsvollen Story-Modus, weil ich fand die bei früheren Tenkaichi normalen Budokai-Spielen nicht so schwer wie hier. Dann ist es schwierig. Also wäre halt doch eigentlich eher einer, der sich sagt, hey, pro Folge soll auch ein bisschen Content dabei sein, also auch guter Content. Und deswegen muss er vielleicht in naher Zukunft, also wirklich naher Zukunft, nächsten ein paar Folgen dann, also sogar zurückschrauben mit den Folgen pro Woche und noch 1 bis 2 raushauen. Wenn es sogar noch schwieriger wird, als es bis jetzt schon war, vielleicht sogar sagen, okay, gut, wir müssen generell runterschalten, bis ich soweit bin. Also runterschalten mit der Schwierigkeit her. Bis ich soweit bin, dass ich wirklich so gut bin, dass wir auch die Was-wäre-wenn wirklich problemlos freispielen können. Oder sogar zu sagen, hey, momentan geht's nicht, weil ich einfach nicht so viel zum Trainieren komme und so, und deswegen muss ich das Projekt erstmal aussetzen, bis ich soweit bin. Das könnte auch sein. Aber das ist noch weit her und deswegen rufen wir erstmal Super Shenlong. Wollte ich auch mal zeigen, was wir so bereits vorgespielt haben. Ne? Natürlich auch mit unter anderem durch DLCs oder Frühbestellerbonus oder weil es die Ultimate Edition ist oder so. Ist, besser gesagt. Collectors Edition natürlich. Verzeihung, sprichst du auch Deutsch? Erhöhe meine Spielerstufe. Ich will neue Outfits, ich will mehr Zeni. Ich will Fähigkeitengegenstände, ich will mehr Titel. Ich will mehr Charaktere. Ja, ich glaube, das ist bei allen Shenlongs dasselbe, ne? Was du hier aussuchen kannst, ob es jetzt Super Shenlong, normale Shenlong oder Polunga ist. Wo man sich auch fragen kann, warum ist das eigentlich Super Shenlong? Oder hat er keinen originelleren Namen? Naja. Aber ich glaube, je nachdem, welchen du halt rufst, welchen Drachen, hast du andere Charaktere zum Freischalten, ne? Zamasu, Goku Schwarz. Dass das so dämlich übersetzt haben, ey. Hey Schwarz, komm mal her, Schwarz. Jetzt. Ich glaube, im Englischen sagst du auch, hey Black, komm her, Black, aber trotzdem. Ja. Tschüssikowski. So, was anderes noch ganz kurz testen will, müssen schnell noch rufen, weil wir haben eigentlich schon mittlerweile noch andere Dragon Balls gesammelt. Du kannst ja auch die normale Kämpfe und so auf den Dragon Ball sammeln. Und ich frage mich jetzt,
ob die gespeichert wurden in anderen Dragon Balls oder aber werden die nicht gesammelt, solange ich halt Shenlong noch rufen kann. Shenlong, erscheine und erfülle uns unseren Wunsch. Eine Spielstufe, ja. Eine Episode. Was? Kampf abschließen. Was ist denn das für ein Wunsch? Warte mal. Einfach so. Ja, und welcher Kampf jetzt? Hä? Ihr könnt es auswählen. Ah, die wurden hier gespeichert. Sehr schön. Seht ihr, wir haben noch weitere Dinger. Aber interessant ist, dass man mit Shenlong gar keinen Charakter mehr freispielen kann. Das geht nur mit Super Shenlong. So, was haben wir sonst noch so zum Freischalten natürlich? Ladenanpassung. Die hier. 10 Uhr natürlich noch ein paar Befehle für uns, ist ganz klar. Shinone, ja, ich freue mich auch. Junge, ich glaube, ja, wie gesagt, ich habe halt offscreen ein bisschen normalen Trainingsmodus gemacht und wenn du halt machst, dann, naja, gibt es neue Dinge. Kampf 10 Mal, okay. Neue Herausforderung. Was, ihr kriegt ja auch so? Was auf Brole bekommen. Alte Dragon Balls. Was, ich habe einen Gefallen für dich. Können alle durchnehmen. Neue Titel, neue Titel. Neue Titel, neue Titel. Das sind neue Charaktere. Ey, ich hatte den Titel 4 Stern Dragon Ball, geil. Okay, wie sieht's bei dieses Markenheftchen aus? Weil wir können Charaktere ja auch durch Zeni freischalten, also einfach kaufen. Cool. Hab schon alle 7 Dragon Balls beisammen, wa? Dankeschön. Ja, wenn es eine das andere falsch spielt, ne? So. Ladenanpassung, gucken ganz kurz. Wir gehen natürlich gleich in den Kämpfe rein, ne? Also der Hauptziel vom Let's Play ist trotzdem noch die ganzen Storykämpfe zu machen. Wir gewöhnen rein noch. Okay, da waren neue Dinger. So Dinger will ich eigentlich erst später. Ja, wobei, ich bin jetzt auch so im Story-Modus. Muss die jetzt schon machen? Ich habe jetzt irgendwie nie gesehen, dass ich Items einsetzen kann. Wir haben natürlich auch eine Idee, wa? Dass wir mehr auf die Dinge noch sitzen. Son Goku Super Ultra Instinkt Zeichen. Ja, nur das Anzeichen quasi. Also GT. Ich habe eigentlich mal einen Tipp bekommen, dass ich die Dinge hier nicht so freispielen soll. Also quasi nicht kaufen soll, wenn man so will. Ich mache es jetzt aber trotzdem, damit wir mal gemacht haben. Ne? Jetzt ein paar Filmcharaktere und so. Dann kommen die ja super. Dann noch ein paar GT-Charaktere oder ja gut, Pan und Noob. Wir haben genug Geld. Wir kaufen uns mal die Goku Family zusammen. Weil den Mini aus Time haben wir bereits. Bin gespannt, ob da dann irgendwann mal noch mit den nächsten Updates mal noch die Super Saiyan Form dazukommen. Ja, von Dragon Ball Daima sind bisher nur 4 Folgen rausgekommen und auch da gibt es sogar schon diverse Gerüchte, ne, dass es auch eine neue Fusionsart geben soll, eine neue Super Saiyan Form und so weiter und so fort. Aber bislang ist noch nichts davon aufgetaucht, also noch viel zu früh.
So, wir gucken mal ganz kurz, wie die Charaktere wir bis jetzt so haben. Ne? Wir haben natürlich die ganze Goku-Family hier, wie gesagt. Wir haben so einen Goku GT mit seinen, ja, 3 Formen. Ich finde es halt schade, dass man hier nicht gesagt hat, hey, wir packen auch den zweifachen Super Saiyan noch rein. Weil er kann auch als Kind keinen dreifachen Super Saiyan noch einsetzen. Haben wir auch im Anime gesehen. Der hat momentan noch gar keine Verwandlung. Kommt vielleicht noch, aber Enttäuschung. Son Goku, also der Son Goku hier, Zeitende und natürlich auch Son Gohan, Teenager, sind die einzigen Super Saiyajin 2 oder zweifache Super Saiyajin Stufen, die man optisch unterscheiden kann. Natürlich ist zweifache Super Saiyajin generell schwer zu unterscheiden, weil die Haare in der Regel nur ein bisschen stacheliger werden. Im Fall von Son Goku hat er halt statt 5 Tollen vorne hat er nur 3 Stück und eben auch da werden die Haare ein bisschen stacheliger. Der Unterschied ist jetzt nicht zu gewaltiger. Bei Vegeta hat man gar nichts gemacht. Ne? Du hast hier den Super Saiyajin. Dann guck mal an den Formen der Haare angucken. Und hier ist ein zweifachen Super Saiyajin. Sieht genau gleich aus. Also ich sehe zumindest keinen Unterschied. Das liegt aber auch bei Kappa oder Khalifa und so. Das ist einfach schade, um das zu machen. Ich meine, ja. Natürlich ist es nicht mehr so populär, aber trotzdem, wenn man es irgendwie anders machen könnte, finde ich. Gucken wir mal ganz kurz. Freezer, volle Kraft. Das ist Freezer super, ne? Natürlich eine Transformation braucht, ne? Andererseits gibt es ja auch noch den guten Vegeta als Super Saiyajin. Hab gar nicht hier drauf, ne? Kann ich überhaupt? Nee, in dem Rass noch nicht. Aber hier auch Vegeta als ein Super Saiyajin, sprich aus GT. Aber nur die Form. Und nicht noch irgendwie Vegeta, GT in Basisform und so. Ja, hoffe halt immer noch, dass sie mit DLC nachkommen. Gerade hier bei Baby Vegeta, ne? Der Baby. Dass du hier all seine verfuckten Formen, sogar einen Werfer, du einfach machen kannst. Und da ist ja auch cool, gar kein Thema, aber warum dann so inkonsequent? Wenn ich halt irgendwie sage, du machst halt durch DLCs, kommt das noch dazu. Klar kannst du es machen, aber naja. Kappa, Super Saiyajin. Ist einfach Super Saiyajin, auch kein Unterschied. Aber dann warte mal. Von Quatsch erzählen, nämlich der erwachsene Son Gohan. Der hat auch einen Unterschied hier. Sind wir gerade so eine Haartolle vorne. Hier hat er eine große und eine ganz kleine, so 2-3 Härchen noch abstehen. Und eben auch die Form der Haare eher lockerer und hier der stacheliger, das Ganze. Also hier ist ein Unterschied zum zweiten Super Saiyajin auch. Aber eben, da gibt es diverse Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Ja, auch mit Trunks hier zum Beispiel. Hier aber Future Trunks, der ist so irgendwann super, plötzlich mit blauen Haaren. Klar, im Anime hat er auch blaue Haare, aber das ist einfach, statt Trunks Z zu sagen, einfach Trunks Schwert. Und das hier ist Trunks Nahkampf. Was? Warum? Naja. Das heißt drum. Okay, ich kann das hier noch was machen, aber egal. Kann ich schnell noch mal rufen? Ne, einer fehlt noch. Der sehr schnelle Ball fehlt noch. Gut. Wir gehen wieder rein. Wir haben in der letzten Folge haben wir Freezer platt gemacht nach etlichen Versuchen. Ja, so seine volle Form, wo ich als Super Saiyajin angetreten bin, der war eher doof. Ein schwer erkämpfter Sieg. Ja, da ist jetzt halt dieses Was wäre wenn, ne? Wenn ich jetzt mit Freeze und so anders umgegangen wäre. Wobei. Ach, scheiß drauf, komm. Ich überlege, was ich später machen soll, aber jetzt haben sie irgendwie schon angeteasert und so, das ist irgendwie auch doof. Das überspringen wir mal, das kennen wir schon vom letzten Mal noch. Also nur wohlgemerkt, ne? Ich bin noch nicht auf dem Level, wo ich gerne wäre, kämpferisch. Aber es geht voran. Ist nicht mehr so schlimm wie auch schon. Oh. So, hier wichtig, wenn Freezer sich aufpowert, macht er immer den, dass er sich, während er am Aufladen ist und da das Wagemundus aktiviert wird, bricht er nicht ab. Also du kannst da perfekten Nahkampf-Move machen, der sonst eher schwierig ist, weil sonst halt immer ausweicht.
So, nie ein bisschen einfach abwarten, bis er raus ist, weil da tue ich mir jetzt nicht an. Nö, daraus wird nichts. Daraus auch nichts, das war zu nah dran, Freezer. Okay, mein Fehler. Aber wieder zu spät dran. Schade, schade. Aber so einen Move auszuweichen, gerade so, wenn du eh gerade getroffen wirst, eh schwierig tatsächlich. Jetzt ist schon wieder drin. Mann, ich komme da einfach nicht mehr raus, das ist doch scheiße. Und außerdem kannst du dem Scheißdreck auch nicht. Ist nie passiert. Er kann da halt blocken und so und ja, da ist halt. Moment, es läuft gerade wieder nicht mehr so, wie ich eigentlich wollte. Hä? Ich habe gar kein Timing mehr. Was eine Scheiße aber auch. Ja, weil es wirklich ab, Alter. Naja. Ja, wenn du so drin bist. Klar, es gibt auch da wieder Vollprofis, die da raus kann, aber wie gesagt, ich bin noch nicht so weit. Ich wüsste theoretisch auch, wie es ein bisschen einfacher geht. Ne, das nennt sich Superkonto das Ganze. Kannst du vielleicht mal ein bisschen vorführen. Das ist das, was Freezer immer wieder macht. Wenn es darum geht, wenn man da im Move drin ist und der dann sofort, genau das im Prinzip, wenn man sofort kontern kann. Es gibt ja zwei Formen davon, ne? So, jetzt abgelenkt. Dass er gar keinen Wurf macht oder so. Kann ich nicht mehr vorführen. Scheiße. Es geht jetzt darum, ne? Es geht zum einen die sogenannte Wahrnehmung. Das ist eigentlich das hier. Dann gibt es noch den Move. Das andere nennt sich eigentlich der, was war schon, ich glaube der Z-Konter. Ne, nicht Z-Konter. Der Super-Konter ist, glaube ich. Z-Konter ist ein bisschen was anderes. Beim Super-Konter. Das auf so eine Reichweite. So. Oh. Im Super-Konter geht es darum, wenn er dich trifft. Du musst eigentlich predikten in dem Moment, wo er dich trifft.
Und zwar normale Angriffe, ne? Wieso? Okay, momentan ist gerade wieder der Wurm drin. Ist wieder dieser scheiß Vorführeffekt. Ich hasse das. Vorhin ging es gerade noch so gut. Ich weiß was, es geht nicht anders, ich muss es anders machen. Anders machen heißt in dem Falle, das ist die Wahrnehmung übrigens, was ich vorhin meinte, dass es nicht darum geht, dass ich jetzt gerade hier bei Freezer, ich habe geblockt, ne? Das ist was anderes. Gerade bei Freezer mir nicht irgendwie das Ziel nehmen, bestimmte Moves auszuführen, sondern halt einfach kämpfe, so wie es gerade geht. Ne? So wie ich das Gefühl habe, es wäre am besten. Denn so klappen auch die verdammten Konters. So. Wenn man einfach instinktiv handeln kann. So, der Konter wieder. Der würde es gerne zeigen, wie das mit dem Super-Konter ist, aber wie gesagt, ich beherrsche ihn halt überhaupt nicht tatsächlich. Mann, ich wollte... Mit dem Scheiße trifft ist so kacke. Natürlich hat er die Prio, ich könnte kotzen. Was überhaupt erlaubt ist, ganz ehrlich. Das sind halt so Kämpfe. Da muss halt wirklich alles perfekt machen, weil sonst nimmt der Gegner auseinander, vor allem wenn er mehr Energie hat und generell mehr Power. Also der ist mir verrückt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich schlecht kämpfe. Weil jetzt, wo ich wieder langsam drin bin. Wenn er so einen Scheiß machen kann und ich gar keine Chance habe, da zu kontern. Das heißt keine Chance. Geht eher daran, dass ich noch nicht so gut bin. Das ist scheiße. Okay, wieso das nicht geklappt hat, verstehe ich jetzt auch nicht. Der hätte es eigentlich perfekt ausweichen sein müssen, vielleicht wegen dem Rücken.
Also sagen wir so, den Teleport selbst, ne, den ich gerade wieder vorgeführt habe, der ist gar nicht so schwer, wenn er eigentlich meint. Es ist halt einfach so, du musst halt auch den Zeitpunkt erwischen, den auszuführen. Und das, klar, das muss bei Teleportangriffen sowieso immer. Also kommt auch auf den Gegner drauf an. Wenn ich jetzt schon ein bisschen gegen Freezer gekämpft habe und dementsprechend die Gegner schon ein bisschen studiert habe und so, dann ist es auch einfacher in der Regel. Nicht immer, aber immer öfter. Und einen großen Fehler, den ich immer mache, den man überhaupt nicht machen darf, ist auf einen Charakter zu gucken, weil ihr müsst auf den Gegner gucken. Er kriegt aber viel zu wenig Damage, kannst sagen, was du willst. Abgeblockt, ne? Er kriegt die Krise. Natürlich kann er auch direkt so drauf. Jetzt macht er mich eher auseinander, das kann ich wieder vergessen. Ich will doch nur diesen scheiß Ding zeigen. Das ist halt der Grund, Freunde, wieso vermutlich das Ganze pausieren muss oder runtergestellt werden muss. Jetzt wieder um was anderes, weil es geht darum, dass ich euch zeige, wieso ich es vorhin geschafft habe. Diese seltsame Abzweigung zu nehmen. Aber wenn halt diese Kämpfe, wenn man bei Bosskämpfen, sag ich jetzt mal, das war im Kampf gegen Vegeta so, jetzt gegen Freezer, wird gegen Cell so sein, gegen Buu auch. Wie konnte er jetzt ausweichen? Wenn die halt immer so schwierig sind, dann muss die halt runterstellen. Oder eben sagen, okay, geht nicht anders, ich muss noch andere Hilfe. Also Hilfe brauche ich sowieso, aber noch andere Hilfe. Ich finde es einfach viel zu schwierig. Er macht schon generell mehr Damage als ich. Aber mit den Superangriffen auch. Er hat auch mehr KP und so und da soll ich irgendwie eine Chance gegen ihn haben. Also ich weiß nicht, ey. Ich kann halt wieder ausweichen. Nee, da kannst du mir nicht erzählen, ey. Du kannst mir ausweichen, der kommt und ich kann dir nicht mehr ausweichen. Ja komm, leck mich am Arsch, ey. Scheißspiel. Unkonzentriert, dankeschön. Nein, jetzt scheiß Spiel, aber scheiß Balancing. Sorry, aber es ist einfach so. Kannst sagen, was du willst. Story-Modus ist überhaupt nicht balanced. Wenn du da als kompletter Anfänger Noob reingehst. Okay, jetzt wird irgendwie, keine Ahnung, Ultra Super Mega Level drauf oder so. Jetzt kommen wir gar nicht mehr raus. Und wenn du als Anfänger reingehst und ganz noch nie gespielt hast, du verlierst doch total die Lust daran, da überhaupt noch was zu machen. Wenn du so auf die Fresse kriegst.
So, die ganze Zeit die Kamehameha abfeuern. Was war denn das gerade? Bei diesen Gegnern ist eigentlich am besten, du gehst sofort in den Sparking-Modus über. Also hier alles aufladen. Ich habe gerne Boost noch gehabt, aber scheiß drauf. Da klappt's so auch. オラの木全部使い果たさねえと勝ち目がなさそうだ。やりたくなかったけど元気玉使うしか。何だ。なめるな。こっちだよ。ほら。なめるな。 無駄だよ。こっちだよ。ほら。ほら、ワクワクしてきたぞ。 Fuck, ist er drauf? Ja, was machen wir los mit dem? Noch irgendwie erwischt, keine Ahnung wie. So. Ja, am besten sofort ins Sparking-Modus gehen, gar nicht lange rumfackeln bei den Gegnern. Weil ansonsten, wenn du denkst, ja, wir können ein bisschen trainieren, dies und das machen, ein bisschen ausgeglichener machen, du willst spannend machen für alles und jeden, dann bist du einfach am Arsch. Son Goku kann Freeze in letzter Sekunde besiegen. Kann das Rest im Boden und Füßen hat, heißen Son Gohan und die anderen jubeln willkommen. Und keiner muss es sterben. Ist das vielleicht das Szenario, wo Cooler noch auftritt?脅かすなよ。またフリーザが出てきたかと思ったじゃねえか。ある意味じゃブルマさんフリーザより怖いよ。笑わすなよ。体中が痛いんだから。ナメック星もひどいことになってしまった。だがこれで最長老様や死んでいたみんなも 安らかに眠ることができるだろうな。え、なんでお前が最長老さんのこと知ってんだ？でもよ、ピッコロ、地球のドラゴンボールでみんなのことを生き切らせられるんじゃねえか？ベジータもなんとかしてやりてえし、帰ったら神様のとこ行って聞いてみようぜ。お前、まだベジータとやり合うつもりなのかよ。 約束したかな。こうして悟空たちはフリーザを倒し、ブルマも連れて5人で地球へと戻っていくのだった。Ja, nun? Ein schwer erkämpfter Sieg, Planetname Gag. So. Er hat zwar länger gedauert, als er wollte. Eigentlich will ich ja momentan die Folge noch ein bisschen kürzer haben, aber komm, wir haben kaum was geschafft. Jetzt zumindest gucken, was hier noch abgeht. Das können wir trotzdem noch. Ah, das war's? Das ist nur das Gequatsche? Das ist ja noch ein Kampf gegen Cool oder so.
Ich meine, ja, ist ein anderer Ausgang, klar, okay. Und das würde vielleicht auf der Erde was tun. Da gibt es sowas auch, dass du einfach nur, ja, in Anführungszeichen nur ein Gequatsche hast. Da halt, ja. Nicht wirklich ein Was wäre wenn, sondern einfach, ja, ist halt so gelaufen, mehr passiert auch nicht, tschüss. Sekundärziele können nicht abgeschlossen werden, ja, ich weiß. Ne, wir aktivieren sie wieder. So. Gehen wir halt hier schon mal rein, wenn wir hier noch ein bisschen was haben. Ich nehme an, es wird wohl der Kampf gegen C19 sein, wa? Der Kampf gegen Freeze auf dem Planeten Namek ist ein Jahr vergangen. Freeze hat überlebt und sucht auf der Erde nach Rache. Doch plötzlich erscheint ein mysteriöser junger Mann. Der junge Mann verwandelt sich in einen Super Saiyan wie Son Goku und vernichtet Freezer auf der Stelle. Zur gleichen Zeit kehrt Son Goku nach seiner Flucht von Namek auf dem Planeten Yadrat war auf die Erde zurück. Der Teenager erzählt Son Goku, dass er Trunks heißt nach der Zukunft kommt. Er warnt ihn, dass in 3 Jahren Cyborgs der Red Ribbon Army eintreffen. Anscheinend wurden Trunks Freunde in Zukunft getötet und Son Goku erlag einem Herzvirus. Also ist er gekommen, um Son Goku Medizin zu geben. Das ist aber nett von ihm. Nachdem er Son Goku erzählt hat, dass er ihnen helfen wird, wenn die Cyborgs eintreffen, kehrt Trunks in seine eigene Zeit zurück. Son Goku ist entschlossen, an der Seite seiner Freunde zu kämpfen und die kommende Katastrophe abzuwenden. Piccolo, オラとご飯と一緒に修行しねえか？組手とかやりてえし。いいだろう。望むところだ。クリリンたちもどうだ？一緒に。俺はいいよ。無天老師様と自分のペースで修行すっから。Ja, ja, trainieren, mhm. そうか。わかった。3 Jahre vergehen und der schicksalsträchtige 12. Mai ist da. Son Goku und die anderen versammeln sich an einem Ort, den Trunks ihnen genannt hat. Und was das zu bedeuten hat, das und vieles mehr beim nächsten Mal wieder zurück. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, ihr könnt selber steuern. Entschuldigung. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.